Wir sind zurück bei 1800 und haben in der letzten Folge mal die Produktion der neuen Chemiefabriken begonnen, wie zum Beispiel hier mit Ethanol oder hier mit Celluloid. Oha, das kann ja was werden, Freunde. Und vor allem, ja, wir das Ganze natürlich auch in der alten Welt nachher gebrauchen sollen. Das könnte noch interessant werden, denke ich jetzt mal. Aber natürlich eins am anderen, wie gehabt. Ich fühle mich beschwingt wie eine Feder. Ist ja schön für dich. Wir brauchen sowieso hier und da noch Materialien, auch zum Bauen. Das ist ja so. Die wollen gerne ihre Kekse haben. Irgendwo haben wir noch die Celluloid-Quest offen. Genau, 15 Tonnen Celluloid. 15 brauchen die. Und das glaube ich ja vor allem deswegen. Vielleicht auch für das Einrichtungshaus. Ja, das könnte natürlich auch sein. Nee, ich glaube eher für neue Produkte, weil momentan haben die einfach einen Toaster. Ja. Ich meine, einfach in die Nähmaschine reicht die mittlerweile nicht mehr. Nee, sie wollen auch einen Toaster haben. Ich glaube, alles weitere bräuchte ich dann eben das Celluloid. War genau ein Staubsauger. Das heißt, ich brauche hier eine... Oh Gottes Willen, nee. Celluloid bräuchte dann also eine stabile Versorgung, ja. Das kann ja was werden. Farbe und Lack müssen wir aneinander herstellen. Kühlschränke kriegen wir hin. Vielleicht noch zu wenig Gas dafür, müssen wir mal gucken. Aktenkorb haben wir da Celluloid. Ach ja, die Leute, die haben Vorlieben, das ist nicht zu fassen. Das ist doch ungeheuerlich. Soll man hier ein paar Waren verschieben. Und dann hier vor allem gucken, dass es alles irgendwie noch machbar und ausgewogen ist. Mit Eisen, Kohle und Perlen. Das sieht soweit alles cool aus. Kautschuk, ja. Brauchen glaube ich auch relativ viel. Also vielleicht mal gucken, ob wir den Hopfen irgendwie ersetzen hier. Natürlich schon Stufe 2 ist, aber dann irgendwie sagen, okay, dann mache ich halt irgendwie Kartoffeln mit Getreide. Den Hopfen mal außen vor lassen. Okay, haben in der letzten Folge einen Baumwollstoff aber abgestellt, den Import. Weil zum einen genug haben, zum anderen produzieren wir jetzt relativ viel. Ja, ich müsste eigentlich sogar noch ein bisschen mehr importieren für die Nähmaschinen. Uns Holz von ihr. Krass. Krass. Trotz allem, Freunde, ansonsten läuft es sehr, sehr gut. Ich hoffe, es wird sogar noch besser. Lala. Nähmaschine ist halt so eine Frage, wa? Eigentlich hätte das gerade so ausgesehen, hätte ich viel zu viele von dem Lager. Jetzt geht's eigentlich wieder. Gut, ist einfach Lager voll, okay. Kann ja auch ein bisschen runtergehen. 100 Kohle, 200 Eisen. Weiß haben wir eher noch 200 raus. Wir fahren halt gerade, wenn unser guter alter Captain Morrison halt sieht, dass wir irgendwie eine Ware importieren. Und die Menge an Waren wäre zu viel, also würde unser Insellager sprengen, hört dann einfach auf. Also importiert er generell einfach nichts mehr, sagt er, einfach füllt es einfach auf, bis wir noch so viel übrig haben. Oh, Zink geht auch zurück, okay. Messing habe ich genug. Weil er hat natürlich hier mal gesagt, vor allem auch Hochräder ist ja auch so ein Ding, wovon ich offenbar zu wenig habe. Ich werde hier einfach mal noch ein bisschen ausbauen. Die Rohre sind leer und warten auf Durchlauf.
falsche Gebäude. Die Uhren. Na, Taschenuhren gehen schon zurück, also das sieht man schon. Ich weiß natürlich jetzt gar nicht, was ich hier noch irgendwie importiere, exportiere, doch auch schon einiges, okay. Da muss natürlich auch hier wieder die Produktion ansteigen. Bald läuft alles wieder wie geschmiert. Ein bisschen mehr Glas. Da ist für nichts mehr Platz. Bei 4 Glashütten haben wir. Kein Platz mehr frei. Taschenuhren importieren haben wir auch schon mal überlegt, aber die Teile sind einfach so verdammt teuer. Es ist sauschwer, was dagegen zu setzen. Melonen. Ja, aber es ist halt ein Side-Produkt, das wir nicht viel ausrichten. Leider. Graf will ich eigentlich auch eher weniger machen. Konfitüre können man sich überlegen, aber das erst 20:1, nee. Und die Rechnerei tue ich mir jetzt nicht an. Nee, nee, Freunde, nee, nee. So. Schön eingestellt. Jetzt erstmal gucken. Fleischkonserven. Ja, natürlich auch erst da aktuell im Einsatz, aber trotzdem. Es ist halt ein Exportvolumen, das ist natürlich ein bisschen was anderes. Was anderes, wo ich zu viel davon habe und stetig produziere, vermutlich irgendwie auch nicht, wahr? Ich glaube, Taschenuhr macht wirklich Sinn, das halt selbst herzustellen. Wie sieht es denn eigentlich irgendwie so? Ah, hier zum Beispiel Glas. Ich kann natürlich auch Glas importieren. Das sieht schon wesentlich besser aus. Weil hier mit Konfitüre 308 ist auch ein bisschen viel. Rum, die Produktion will ich eigentlich auch noch ein bisschen ankurbeln. Was kann man sonst noch so nehmen? Ja, 2:1 gefällt mir eigentlich nicht so sehr. Da ist noch ein bisschen zu hoch. Ich kann natürlich auf Kartoffeln gehen. Boah, 3:1. Nee, das ist mir zu viel. Und da sieht eine halbe Stunde, Freunde. Nee. Aber für Glas war doch irgendwie ein geileres Verhältnis. Wie der zum Beispiel. Da glaube ich, müssen wir hinkriegen. Im Fleischkonserven schon irgendwas machen, Pyramide hochstellen, so, nee, geht noch nicht. Okay. Weil dann hätte ich mal gesagt, dass es hier Zeit wird umzubauen. Dann machen wir das am besten. So mutig und so viele Leben gerettet. Mhm. Vielleicht muss ich hier noch mal kurz dahinter. Warte mal. Das wird dann vermutlich bis ungefähr hier hingehen.
Huch. So unten passiert. Hä? Wow, geile Grafikfehler. Was ist das gerade? Ja, habe ich in der letzten Folge gesagt, Freunde, neue Version des Spiels. Man sieht's. Ding, ding. So. Müsste immer noch im Einzugsbereich sein. Okay, jetzt wird er blockiert, kein Problem. Nee, stimmt leider nicht. Gut, ein paar Goldbahnen habe ich noch, insofern. Zum Glück noch kein Weltuntergang. Brillenproduktion. Ich glaube, die brauche ich schon noch so viel, wa? Naja. Muss man doch sogar eher nach dem 4. einschalten. Oder zuschalten, wie auch immer. Okay. Gemeinsam sind wir so viel stärker. Ach herrje. Dann kommen wir wieder zurück. Dann machen wir sie doch ein bisschen anders. Kommen die mal weg. Ich brauche schon Polizei und Feuerwehr, also pff. Dann ist halt die Frage, wäre er noch drin? Ne, eventuell schon wieder nicht mehr drin. Okay. Aber ist kein Problem, weil ich habe genug Platz. Die Menschen lassen sie hochleben. Und unterhalb. Was? Oh, um Gottes Willen, ey. Okay, Planänderung. Ich hoffe, das klappt noch ohne Probleme. Jetzt, wenn ich irgendwie neigelegt habe oder so, wäre jetzt ein bisschen doof. Und es regnet. Wir befinden uns in bester Gesellschaft. Wäre ein gutes Zeichen. Ich muss jetzt zugeben, ich liebe Regen. Also kommt natürlich darauf an. Nicht immer, immer öfter. Was? Oh, um Gottes Willen, hey, das mit dem Überlappen, Einflussbereich, Einzugsbereich ist sowas von bescheuert. Gut, hier ist zum Glück kein Problem. Da schreibe ich mal fix die Position aus. Na komm. Ich mach's mal so, übergangsweise. Natürlich jetzt hier sagen muss, warte mal. Oh Gott, Freunde, mit dem größeren Umbau. Moment. Circa 5 Minuten haben wir noch, bis die Folge vorbei ist. Natürlich schaffe ich das, gar kein Thema. So, wir brauchen definitiv mehr Platz hier. Das heißt, ich kann eigentlich schon mal das alles weg. Das kann auch schon mal weg. Weil die nachher auch ein bisschen weiter rein müssen. So.
Yep. Man hat irgendwie ein Brotproblem. Mal irgendwas gesehen. Ich habe so viel Brot an Lager. Da wird so viel Mehl, also rein damit. Ran an die Arbeit. Jo. Und die müssen näher ran. So. Und der kann näher runter. Perfekt. Okay, wäre das erledigt. Dann wieder Punkt Nummer 2, der muss nach oben. Und zwar hier hin, damit ich möglichst alle Gebäude noch im Einzugsbereich habe. Wenn sogar so das ein Feld reichen würde. Ja. So. Feuerwehr oder die Feuerwache hier unten hin, dann haben wir gar keine. Die kann sonst nur doch darüber, das passt schon. Die Polizei dann von den Helfern muss natürlich hier oben sein, das ist ganz klar. Dafür kein Weg dran vorbei. Die Schienen kann ich noch einmal ein bisschen anders ziehen. Ich habe überlegt, damit ich halt die Feuerwache da besser platzieren kann. So. Ihr wisst ja, Freunde, wie ich immer schön zu sagen pflege, das Auge spielt mit. Weil der Spruch selber so bescheuert ist. Was Auge ist mit, kann ich ja schlecht sagen. Deswegen halt so. Also. Kurzum, wir haben das alles noch. Perfekt, die sind jetzt auch drin. Für mehr Nähmaschinenpower. Hochradwerkhalle. Profitiert ja eigentlich auch davon, aber sonst muss man halt echt nochmal eine weitere Handelskammer bauen, um alles abzudecken, weil es ist einfach halt zu viel des Guten. Mit den Uhren und da die Brillen. Dabei noch eine Variante, was man sagt, okay gut, ich baue hier nochmal eine Handelskammer hin, die hier oben, ein bisschen weit nach oben, die werden dann irgendwie für Nähmaschinen und Hochräder. Die zweite hier unten, die wäre dann für Brillen und Uhren. Könnte man durchaus vorstellen, Leute. Da hätte ich jetzt gar kein Problem mit. Weil eben halt aktuell haben wir einen ziemlichen Verschleiß an solchen Waren. Man sieht es ja auch hier. Gut, Taschenungen jetzt wieder ein bisschen nach oben. Das ist natürlich wundervoll. Was sagt die Zeit? Ich habe es geschafft. Sehr gut. Ding, ding, ding. Ansonsten hier so, ja, füllt sich halt nach und nach, ist klar. Warte bei 4000 und je mehr, also ja, je mehr ich halt exportiere, desto höher kann ich dann die Uhren platzieren. Das ist natürlich auch geil. Jetzt haben wir hier nicht viel dabei, das ist auch kein Problem. Melonen oder Rentierfleisch, das mit dem Phonographen funktioniert auch perfekt. Glühbirnen, auch wunderbar. Die Frage, doch die Nähmaschine noch freischalten. Ich glaube, man könnte es mal in Angriff nehmen. Weil ich werde es sicher irgendwann noch brauchen. Huch, also hier. Ich wollte gerade sagen, hier sind plötzlich meine Betondinger, aber da sind sie ja. Der Hafenbereich muss frei sein. Scheibenkleister. Da hat zwar noch welchen. Irgendwie ein anderes Ding, was ich nicht brauche. Die Lagerkapazität erhöhen. Das Depot haben wir viel gemacht, da lässt sich nicht streiten, aber es sind genau 2000, das ist natürlich perfekt. Zeiten verkürzen. Obwohl sie gar nicht in der Richtung steht, aber offenbar nützt es ja trotzdem. Das ist das, was ich mich immer gewundert habe.
Die blicken komplett in die falsche Richtung, aber trotzdem wirkt es halt. Das sind Depot-Dinger, auch wieder Depot. Kann ich da schlecht was machen. Depot, Exportbüro. Ja, der Hafen ist einfach zu klein. Das müsste ich vielleicht echt mal die Speicherstadt umziehen. Und zwar von hier oben, wo sie aktuell ist, nach hier unten. Aber andererseits, ich glaube, viel bringt das gar nicht, weil man sieht ja auch hier den eigentlichen Radius der Speicher. Wobei. Ja, doch ein bisschen was wird es bringen. Naja. Ist einfach hier oben doof gewählt von mir. Aber ich habe ja auch nie damit gerechnet, dass wir überhaupt so viel Platz hier brauchen. Meine Fresse. So, egal. Also, geht zum Baumwollstoff, importieren, machen wir das Ganze mal. Aber wenn wir es aktuell nicht brauchen, aber es geht ja mehr darum, dass wir es irgendwie schaffen halt. Die Dinger zu steigern. Jetzt ist die Frage, Exportvolumen mit Seife ist schon relativ hoch. Verhältnis 2:1. Das gefällt mir halt auch nicht, weil es halt länger dauern würde, bis wir es geschafft hätten. Habe ich etwas, was ich jetzt momentan nicht so brauche, wie den Sekt zum Beispiel. Das gefällt mir schon ein bisschen besser. Und ganz ehrlich, warte mal, mit dem Sekt habe ich hier sowieso noch nicht so viel gemacht. Mit dem Ausbau, ich glaube eben noch die eine einzige hier, genau. Traubenglas, ja. Mal den wieder ein. Ich importiere doch Glas hier, oder? Ja, genau. Er legt es ab. Er legt ab. Nichts hält ihn am Boden. Alles scheiße grau. So. Ja, Glas steigt aber okay. Ich kann das doch so mal machen und dann versuche ich hier mal mein Glück, wenn wir wieder ein bisschen mehr Sektflaschen kriegen und gehe hier sogar auf. Da wäre es ein bisschen zu viel. Ab 50. Ja, wie gesagt, viel brauche ich nicht mehr. Oder? Komm. Das bisschen Zeit könnte ich mir noch machen. 150 reicht schon. Alles klar. Ich hab da Pläne für neue Expeditionen. Jo, dankeschön. Forschungspunkte, die sind glaube ich noch am Forschen hier, wa? Propeller schon wieder mal. Die Propeller, okay. Ne, der jetzt gerade nicht so, dankeschön. Was mir halt ein bisschen fehlt bei Benachrichtigungen, vor allem wenn es da ums Forschen geht, ist, was genau erforscht wurde. Da muss ich sagen, das fehlt mir ein bisschen die Option. Aber gut, scheiß drauf. Zelluloid. Haben wir schon ein bisschen was hier? – 16 Tonnen, naja. Besser als nichts. Ich brauche eh nur 15 hier. Ich glaube sogar, ich mache keine richtige Route noch nicht daraus und mache jetzt mal kurz manuell. 24 Minuten, okay, ich glaube, das nehmen wir noch mit, Freunde. Dass wir zumindest mal noch sehen, was eigentlich passieren würde. Das Lager ist voll. Das glaube ich eher weniger. Seht ihr, noch nicht voll. Das wäre nachher vielleicht voll. Okay, das kann man eher vorstellen. Ach ja, können wir ein neues Schiffchen bauen? Also die großen meine ich jetzt. Die Great Eastern können wir eine bauen, Freunde. Und so soll es sein. Vollkühlschiff theoretisch auch, kommt später mal noch. So, also ich hätte erstens gerne da. Dann noch ein bisschen da. Jawohl. Bisschen Fenster. Und dann gerne noch ein bisschen Zelluloid. Wo bist du? Hier. Und danach sagen wir uns, gönnen wir.
Uns selbst vor allem. Nächste Folge. Schon mal ein bisschen in Zukunft blicken wollen. Genau dafür habe ich den Ozean überquert. Ich glaube, die Gelehrten. Dass wir mal gucken mit den Gelehrten, dass wir die noch 4000 hochkriegen für ein paar Telefone mehr. Da wollen sie nämlich auch Turmpfeifen haben als Luxus. Bei 7000 Phonographen haben wir eh genug, da ist auch kein Problem. Ganz kurz mal ihre Waren checken, wa? Fleischkonserven, top. Warte mal, was war das noch alles? Also Meeresfrüchte-Eintopf vor allem noch. Also die Klamotten, da ist klar. Maßenzüge gehen runter. Da muss er gucken. Dafür gehen die Lederstiefel hoch, okay. Muss ich nicht verstehen. Hibiskus-Tee, Melonen, Meeresfrüchte-Eintopf, alles geil. Was ist denn mit Maßanzügen los? Das ist noch ein Rückbleibsel, deswegen, oder? Zu viel. Das ist normale Schneiderei. Die sind ja hier. Gut, also zur Not darf nochmal ein drittes Schneidergeschäft hier hinbauen. Gucken, dass ich es irgendwie noch im Einzugsbereich hinkriege. Das wird natürlich jetzt saumäßig schwer. Ja, um 2 Felder geht es nicht mehr. Okay. Ne, dann würde ich das hier oben hinbauen. Dann bauen wir das Kraftwerk irgendwo anders hin, weil... Sieht beschäftigt aus. Ja, stimmt, wir brauchen sie hier zwar auch. Wir haben das Lager von Quarz eh voll. Aber auch für ihn was anderes noch Quarz, oder? Ja, vielleicht muss ich dann das Kraftwerk einfach hier einmal durchstraven oder hier oben hinbauen. Das ist ja auch eine Option, oder? Hier oben, weil dann habe ich auch genug Strom bis hier unten. Hier baue ich es eh nicht. Ja, das wäre eine Option, Freunde. Nächste Folge, Kraftwerk hier oben, dafür hier das dritte Schneidergeschäft. Das müsste hinzukriegen sein. So, das mal so als Ausblick. Sind Sie sicher, dass wir diese Waren verwenden sollen? Ja, mach. Ah, wie sehr schätze ich die Arbeit mit Profis. Wenn das doch nur Standard wäre, meinen Sie nicht auch, Miss Jenny? In der Tat, Mr. Bader. Ich wünschte auch, dass das der Fall wäre. Einrichtungshaus, ey. So, und jetzt? Wir sind alle zufrieden, das freut mich natürlich sehr. Mehr Besucher, oh. Haben wir noch genug Gas hier? Gute Neuigkeiten. Oh. Die Wissenschaft hat sich durchgesetzt. Der Prototyp hat alle Tests erfolgreich bestanden, ist voll funktionsfähig und bereit für die Produktion. Nee, ich will keinen Staubsauger. Effizient und relativ leise. Eine ideale Kombination. Vielleicht beschäftige ich Miss Jenny ja doch noch weiter. Das Patent wird das Kaufhaus freigeschaltet. Yay, ich sehe es. Was soll es mal bringen? Oder, Moment, aber was... Nee, oder? Warum über den Himmel? Nee, eben, sie wollen die Kekse haben. Wenn Ha. man in einem solchen Büro sitzt. Ich meine, das Patent haben wir, das ist cool, aber es braucht keiner was. Hehe, wir brauchen es nicht. Seht ihr, wir brauchen es nicht. Wir haben das Kaufhaus. Alle sind happy. Mit einen scheiß Staubsaugern. Das reicht mir. Dankeschön. Tschüss. Kekse, Freunde. Kekse. Müssen wir auch in der nächsten Folge gucken. Oh, nee, der schaut schon wieder hier. Fertigungsstraße. Fahrstühle. Ja, theoretisch. Nee, warte mal. Hier. Zitrusfrüchte haben wir. Ding haben wir. Ding haben wir. Also, Kekse können wir produzieren. Die nächste Folge, würde ich mal sagen, wa? Plus eben, Dingsbums hier. Die Gebäude sehen auch ein bisschen anders aus, wa? Also Farbloch. Hier halt Fahrstühle, hier sind Kekse. Kekse. Komm, weißt du was? Scheiß drauf. Macht die Kekse, Freunde! Macht die Kekse fertig! Eben Talg haben wir genug, Mehl auch. Bei Zitrusfrüchten muss ich eventuell mal noch gucken. Weil wir die natürlich auch hier brauchen. Ja, schon kein Zucker mehr. Okay, also generell Zucker und Zitrusfrüchte sind so ein Ding.
Seife haben wir langsam auch keinen mehr, okay. Also hier muss ich ein bisschen aufpassen. Hier haben wir noch genug, aber trotzdem. Da mit Seife muss ich auch dringend. Ich verbrauche aber hier keinen, oder? Im Import-Export. Da wäre natürlich jetzt Fatal Fail. Seife importieren, eventuell eine Option. Maßanzüge importieren, eine Option. Das selber herzustellen, einfach mal fix importieren. Müssen wir gucken, Freunde, müssen wir gucken. Aber natürlich nicht mehr heute, nee, machen wir alles in der nächsten Folge. Und demzufolge sage ich vielen Dank fürs Zusehen und ja, Entwertungsstraße, Kekse ist in Arbeit. Und wir in der nächsten Folge anlaufen. Hoffentlich auch noch unser neues Schiffchen, die Great Eastern. Die dann mal gucken, ob die irgendwie ein bestehendes Schiff ablöst mit den Waren. Können wir durchaus vorstellen. Und ja, ob wir dann auch schon ernsthaft Wolkenkratzer Stufe 3 hätten. Bei den Investoren. Krass wär's schon. Eingang. Na, Mister, alles klar? Meister? Biscuit seit 1800. Näher ran, scheiße, egal, muss reichen. Freunde, mit diesen Bildern verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal, dann werden wir diese Kekse essen. Ich gehe jetzt auch Kekse essen. Bis zum nächsten Mal, bye bye!